als Eisbrecher, der Film wurde in Bozen gezeigt und in Bozen, so viel zu den kulturellen Unterschiedlichkeiten, hat niemand verstanden, dass Statko Hadalab da Schnaps brennt. Also das wurde erst in der Diskussion, schön langsam hat man das irgendwie mitbekommen, dass da wahrscheinlich schwarz Schnaps gebrannt wurde. So viel zum Thema, was alles in den Gräben möglich ist. Vielleicht, Frau Magister Scheuringer, fange ich mit Ihnen an. Ich würde von allen bitten, eine Botschaft, also was war für Sie die stärkste Botschaft des Films? Thema ist für Institutionen. Also es braucht Kindergärten und es braucht Schulen und es braucht Universitäten. Also das möchte ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber es hat schon gezeigt, wie wichtig einfach dieser Bezug ist in der Familie und wie wichtig es auch ist, dass die Sprache in der Familie gelebt wird. Und das war für mich wirklich eine sehr wichtige Aussage. Also es hat mich in einem Punkt bestätigt, beziehungsweise man denkt natürlich dann so biografische Sachen nach, wenn man Kinder sieht und Studenten sieht und ältere Menschen sieht, was man selbst erlebt hat. Aber dieses Bild, diese Gegenüberstellung des Abwehrkämpferbundes in Wernberg eben zu jungen Menschen und das, was dieser Abwehrkämpferbund in Wernberg dort ja so dargestellt hat, das war ja vor nicht allzu langer Zeit in Kärnten quasi Kärntner Mainstream. Das war jetzt nicht, heute wird es zum Teil fast schon ein bisschen belächelt in gewissen Kreisen oder wird belächelt, aber früher mal war es Mainstream und ich habe mich ja selbst an eine biografische Situation erinnert. Ich habe 1991 maturiert am slowenischen Gymnasium. Und kurz davor, also eben noch vor der Unabhängigkeit Sloweniens, also im Jahr 1990 muss es gewesen sein, haben wir am Neuen Platz in Klagenfurt eine Ausstellung über die Kärntner Slowenen gezeigt. Und wir waren halt dort als junge Menschen und wir wurden echt zum Teil attackiert. Also das war für mich persönlich eine der wenigen Situationen, wo ich persönlich attackiert worden bin. Auf jeden Fall ist ein älterer Herr zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, Sie sind ja kein echter Kärntner. Und ich habe zu ihm gesagt, so ein Kärntner wie Sie möchte ich sowieso nicht sein. Und ich habe dann später erfahren, das war der Karl Mayer, der damalige Generalsekretär vom Kärntner Heimatdienst. Und das war damals wirklich der kärntnerische Mainstream. Und wenn man da nicht reingepasst hat, mit am 10. Oktober Fahnen schwingen und möglichst strikt Deutsch reden und Slowenisch, wenn, dann nur im Verborgenen, das hat es eben noch sehr lange gegeben. Und heute ist es eine andere Situation. Und dieser Mainstream, der heute ist, dieser offene, der müsste natürlich weitergeführt werden. Und ja, wie gesagt, schon eingangs, da ist natürlich die Jugend sehr wichtig, weil die ganz Alten werden wir schwer ändern. Anna Platnik? Immer noch Kärnten. Erstens, der Titel allein hat mich fasziniert. Immer noch Kärnten, weil das ist einfach Kärnten. Kärnten mit der slowenischen Sprache, Kärnten mit der Deutschsprache. Und ich möchte noch einmal sagen, das, was ich am Anfang des Statements gebracht habe, so beispielhaft, wie ihr das aufgezeigt habt, ihr seid für mich eine Vision für Politikerinnen und Politiker, nicht viel reden, sondern einfach handeln, weil das ist Kärnten und es wird immer noch Kärnten sein. Frau Professor nach Wallauer. Vielleicht an dich die Frage, jetzt ist der Film fertig, er wurde öfters gezeigt, mit Schülern diskutiert, was würdest du jetzt anders machen oder noch ergänzen oder was fehlt für dich in diesem Film oder was gehört vielleicht stärker hervorgeholt? Das ist aber eine schwere Frage. Kann nicht immer das gleiche fragen. Ich glaube, ich würde versuchen, noch mehr auf das Geschichtliche eingehen zu können. Also quasi bei dem Film war es von Anfang an klar, dass wir die Gegenwart zeigen wollen, weil ich auch finde, dass wir in der Erzählung sehr oft in der Geschichte irgendwie hängen bleiben. Und ich aber schon auch gemerkt habe, dass das sehr wichtig ist und für viele eben noch über Generationen hinweg irgendwie nachhängt. Ich würde das wahrscheinlich ändern. Und ich würde auch noch versuchen, mehr außerhalb von Kärnten zu drehen, weil ich eben auch innerhalb von den vielen Interviewpartner und Partnerinnen gemerkt habe, dass eben ganz viele in Wien wohnen, in Graz, also sehr verteilt und dass es dann irgendwie noch ein ganz anderes Level erreicht, wie man irgendwie versucht, diese Sprache festzuhalten, aber es einfach so schwer ist. Genau, und da noch dann mehr auf die politische Verantwortung auch einzugehen. Dankeschön. Die Frage dieser Identität und Sprache, was so gerade bei Statko Hadalab und seinem Sohn rausgekommen ist, also inwieweit dieser multiplen Identitäten, man lebt nicht mehr im zweisprachigen Gebiet, man lebt in Wien, man spricht nicht mehr Slowenisch
oder versteht es noch ein bisschen und fühlt sich dann vielleicht doch trotzdem als Kärntner Slowene. Also vielleicht, Anna, fange ich mit dir an. Wie siehst du diese multiplen Identitäten und wie weit lässt sich das dehnen? Oder ist die Sprache der Marker einer Identität oder nur ein Marker? Ich glaube, Sprache ist Identität. Ich meine, da kann man gar nicht schönreden. Ich möchte euch einfach eine Geschichte erzählen. Ich habe eine dreijährige Enkeltochter, die hat mich gestern angerufen. Ihre Mutter, meine Tochter, redet absolut nur Slowenisch mit ihr. Der Vater Deutsch, er ist ein Wiener. Und die Telefonate, die lauten irgendwie so: Ich bin nicht die Omi, sondern ich bin die Babica. Babi, ich komme morgen mit dem Vlak Prideš. Das ist dieses, ich habe mich am Anfang irgendwie ein bisschen geärgert, dass ich so ein Mischmasch bekomme, wenn ich mit ihr Slowenisch rede. Ich meine, man merkt auch, wenn sie in Ludmansdorf ist, im Ludmansdorf Vilchos, und wenn man da eigentlich hauptsächlich Slowenisch redet, weil in Wien im Kindergarten und in der Krabbelstube ist rein Deutsch, leider Gottes, dann gibt sie auch noch eine ganze slowenische Sätze. Das ist eigentlich, diese Sprache ist Identität, man muss sie sprechen, man muss das weitergeben. Und ich glaube, dieses Mischmasch, ich freue mich jetzt, weil es einfach ihre Identität ist. Es ist ihre Identität praktisch, es ist ihr Slowenisch, es ist ihr Deutsch. Und ich glaube, auch das muss ich als Babica, und am Anfang habe ich mir das sehr schwer getan, muss ich ganz ehrlich was sagen, akzeptieren, lernen, weil das ist ihre Identität. Ich glaube, Karl kann vielleicht dazu auch was sagen, wie er das sieht. Ja, das mit den Identitäten ist natürlich schwierig. Man sieht auch beim Strauker Haderlapp, dass er durchaus wechseln kann im Laufe des Lebens. Und auch in der Volksgruppe gab es ja immer wieder die Diskussionen, was heißt das jetzt, dieses Bewahren? Und die einen sagten, okay, man muss quasi den Kern stärken, also die Identität im Kern stärken. Der andere Teil sagte, man muss in die Breite gehen und die Ränder mit einfangen und andere motivieren, Slowenisch zu lernen und so weiter. Und das wurde so quasi als Entweder-Oder diskutiert, und ich glaube, das ist es nicht. Ich denke, es ist ganz wichtig, wenn man natürlich eine Sprache hat, die in eine Minderheitensituation gerät, dann ist es immer leichter, sich anzupassen. Also dort zu sagen, man gibt nach und passt sich der Mehrheit an, das ist der leichtere Weg. Und da die ganze Physik sagt, man passt sich dann an. Wenn man das behalten möchte, dann muss dir dieses spezifische Element deiner Identität besonders viel bedeuten. Das ist auch im Film angeklungen, wie die Mutter gesagt hat, mir bedeutet es viel mehr wie nur die Sprachkenntnis. Und wenn man das hat, dann gibt man es auch in Graz oder sonst wo weiter. Und deswegen haben sich die jüdischen Gemeinschaften in der Diaspora irgendwo erhalten, in städtischen Bereichen als kleine Minderheiten durch Jahrhunderte. Und natürlich stellt sich diese Frage für die Kärntner Slowenen auch. Und deswegen ist es so wichtig, auch den jungen Menschen, den jungen Minderheitsangehörigen sowas wie Selbstbewusstsein mitzugeben, einen Stolz auf diese Sprache, auf diese Kultur und wie wichtig es ist, das weiterzuführen. Gleichzeitig muss man natürlich aber auch offen sein und sagen, okay, wie bringe ich das der Mehrheitsbevölkerung bei, warum das für uns so wichtig ist. Und die müssten uns ja auch verstehen. Das heißt, ich muss auch in Interaktion treten und da sind eben, wie bereits erwähnt, ich denke, beide Sachen wichtig, die Identität nach innen zu stärken, aber nach außen auch die Kommunikation, den Dialog mit anderen. Ich komme gerne mit einer Frage dazu. Und zwar, man hat ja bei den letzten beiden Sketches gesehen, das Thema Erinnerungskultur sehr stark. Gell? Das sind Schulen aus dem nicht zweisprachigen Bereich eigentlich, also eben jetzt Danzenberg und St. Veit, also nicht der klassische zweisprachige Bereich, und Schulen, die ganz klar eigentlich kritisieren oder thematisieren diese Art, wie Erinnerungskultur gegenwärtig noch gefeiert wird in Kärnten. Gell? Und es wird da eigentlich auch fast gesagt, wir hätten gern mehr Informationen fast, beziehungsweise meine Frage direkt, wäre Kärnten nicht reif für eine andere Art von Erinnerungskultur, wenn man sich solche Sketches ansieht jetzt von den nicht zweisprachigen Schülerinnen und Schülern? Ja, da würde ich auch gerne ergänzend auch sagen, ich glaube, ja, dass wir auf jeden Fall irgendwie anders erinnern müssen
und dass auch in jeder Schule sehr viele Fragen aufgekommen sind, die gleichen Fragen, die ich mir auch gestellt habe zu Beginn mit Anfang 20, wie war das jetzt genau? Und 10. Oktober, was habe ich in der Schule, was war da präsent? Okay, die Kärntner Flagge und eine Volksabstimmung. Aber viel mehr ist also in meiner Erfahrung nicht hängen geblieben. Schon natürlich, wir haben ein bisschen mehr darüber gesprochen, aber so von den Perspektiven auf Geschichte und auf dieses Ereignis hat es für mich, also war eine ganz klare Erkenntnis in der Recherche, dass ich in meiner Jugendzeit viel zu wenig Wissen darüber sammeln konnte und ich das quasi dann in meiner anderen Rolle als Journalistin gemacht habe, aber als ganz normale junge Person in Kärnten war das für mich sehr wenig und ich habe auch in der Recherche, wo ich mit jungen Kärntner Sloweninnen gesprochen habe, immer wieder bemerkt, wie viel mehr sie wissen, weil sie sich einfach aus dieser eigenen anderen Art der Betroffenheit viel mehr damit auseinandersetzen und auch in der Familie ganz anders mit der Geschichte irgendwie umgegangen wird, intensiver und ich habe teilweise wirklich gemerkt, da ist einfach mehr Wissen und mehr Reflexion und vieles mehr da. Und das, finde ich, ist für mich eine große Erkenntnis auch aus den Workshops, dass das auf jeden Fall auch in der Verantwortung der Bildung liegt, das zu ändern. Anna Platting. Danke. Als ich habe gerade früher mit dem Karl darüber geredet, vom Wernberg, wo ich gesagt habe, wo ist denn das? Es hat wehgetan. Es ist mir irgendwie das Bild noch einmal gekommen, am 10. Oktober, ich bin in Ludmersdorf zu Hause beim Ogris, da ist ein Gasthaus, da haben wir mit meiner Schwester Dienst gehabt. Und dann sind sie gekommen. Das ist nach dem Abmontieren der Tafeln, der zweisprachigen Tafel in unser Gasthaus. Und das hat Spuren hinterlassen. Das hat echt Spuren hinterlassen und irgendwie ist es noch einmal gekommen, als wie ich das im Wernberg gesehen habe. Und es gibt aber auch eine andere Seite von Kärnten und das möchte ich da auch sagen. Diejenigen, die vielleicht den 10. Oktober gesehen, und ich spreche jetzt praktisch aus meiner Sicht, dieses gemeinsame Feiern am 10. Oktober zum 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung, dann ist das schon ein großer Unterschied zwischen das, was ich heute oder in Wernberg gesehen habe, oder das, was ich miterlebt habe. Dass es eine sichtbare und hörbare Zweisprachigkeit gibt, dass ein Landeshauptmann zwei Sprachen spricht. Er muss zwar noch viel lernen, das sage ich ja, oder dass alles eigentlich zweisprachig ist. Oder für mich ist von Gerhard Leb, dieses Gradimo Mostove, bauen wir Brücken. Und ich habe in meiner Rede auch gesagt, es ist nicht genug, zumindest der Herr Landeshauptmann Brücken zu bauen, sondern wir müssen auch bereit sein, über die Brücke zu gehen und dem oder der anderen die Hand zu reichen. Weil eine Brücke ist zwar ein Symbol, aber wenn niemand die Brücke praktisch überschreitet, dann hat die Brücke überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, in dieses Brückenbauen und sich begegnen wollen, das ist für mich Respekt, das ist für mich Spoštovanje, wie heißt das auf Deutsch? Wertschätzung, danke. Wertschätzung, danke. Jetzt siehst du einmal, alles, was mit Gefühl zu tun hat, fällt mir Slowenisch ein, ja? Und nicht Deutsch. Das ist es. Und ich muss euch noch einmal gratulieren. Ihr habt es ja gezeigt, wie einfach, ich meine, wie ihr da gestanden seid und jeder nur ein Wort zweisprachig gesagt hat. Das sind alles die Sachen, die müssen wir uns da einprägen, aber vor allem da einprägen. Dann wird es funktionieren. Und ich bin stolz, Kärntner Slowenin zu sein, sage ich auch. Ja, das ist auch ein Teil meiner Identität. Danke, Hvala. Frau Magister Scheueringer. Aus dem tiefsten Innviertel kommend ist Sprache für mich wirklich eine Identität. Ich meine, ich lebe seit fast 30 Jahren in Wien und habe trotzdem noch immer einen Einschlag, einen oberösterreichischen. Ich glaube, das, was
während der Veranstaltung ich viel überlegt habe, wann habe ich in meiner Schulzeit oder in meiner Jugend erstmals in Erfahrung gebracht oder gehört, dass es Volksgruppen gibt. Ja, also ich meine, wir waren ziemlich weit weg von Kärnten, wir sind weit weg vom Burgenland und mir fällt ehrlich gesagt der Zeitpunkt nicht mehr ein und ich glaube, es waren damals Fernsehbilder, die halt übertragen worden sind, live aus Kärnten, wo dann das diskutiert worden ist. Und ich bin bei Ihnen, Frau Brunner, dass es, glaube ich, wichtig ist, das Thema Volksgruppen und Minderheitensprachen ist nicht nur ein Thema von 2 Bundesländern, von 3 Bundesländern, sondern ich glaube, es ist schon auch ein Bildungsauftrag zu sagen, das sind wir in Österreich. Das ist einfach Teil unserer Identität. Und ich glaube, da braucht es schon noch mehr dazu. Ja, also da braucht es sicher viel in der Lehrerinnenausbildung, da braucht es vielleicht einfach im Sachunterricht oder in diversen Gegenständen vielleicht auch wirklich mehr Background zur österreichischen Geschichte, weil ich glaube, Erinnerungskultur funktioniert nur dann, wenn ich die eigene Geschichte kenne. Und nämlich nicht nur einseitig, sondern mehrseitig. Und ich glaube, dann gelingt auch Erinnerungskultur. Ich denke mal, wir müssen bei mehreren Tagen, die wir so feiern im Jahresablauf, überlegen, ob das die richtige Methode ist, sich zu erinnern. Also in Wien lebend, wenn man dann irgendwie da zum Heldenplatz kommt und die Leistungsschau des Bundesheer beobachtet, denkt man auch immer, okay, ist das irgendwie so der richtige Rahmen, wie ich irgendwie den Nationalfeiertag angehen möchte. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Diskussion und ich freue mich wirklich, dass das hier auch in der Form besprochen wird und diskutiert wird und vielleicht auch eine andere Kultur entwickelt wird. Gerade mit der Jugend, die hier im Raum ist, glaube ich, kann man da wirklich sehr viel schaffen für die Zukunft. Dankeschön. Wir haben jetzt die erste Wortmeldung aus dem Publikum. Wenn du schon bereit bist. Ich bin Publikum, okay. Ja, eine Beobachtung aus meinem internationalen Leben. Ja. Ich habe ein paar Jahre in New York gelebt auch und der größte Feiertag war dort, glaube ich, der 17. März, ja, St. Patrick's Day. Und ich habe auch meinen Sohn so getauft, Valentin Patrick. Aber nur nebenbei. Diese Iren, ja, die den heiligen Patrick feiern, und von ihnen gibt es Millionen, mehr im Ausland als zu Hause, ja, die sprechen nicht Irisch. Die sprechen nur die zweite Landessprache in Irland, ja, Englisch. Das ist die zweite Landessprache. Ja. Und ich glaube, in Ljubljana, das wirst du hören vielleicht einmal, kriegen die irischen Botschafter den größten Applaus, wenn sie zuerst in der ersten Landessprache reden. Auf Gälisch, Irisch, Keltisch, ich weiß nicht, und dann erst in der zweiten, Englisch. Ich habe auch Slowenen getroffen in Washington mit Lederhosen, mit weißen Nationaltracht und so weiter. Die haben die schönsten slowenischen Melodien gespielt auf Harmonika. Dann habe ich den angesprochen, ja, kako ti gre, ja, dober dan. Der hat mich so angeschaut, ja. Der hat kein Wort verstanden. Aber das, was der Hadalab, der Sohn, gesagt hat, ja, es gibt auch das Bewusstsein, dass man Slowene ist oder Ire etc. Oder Tiroler in Brasilien, ja, gibt es auch tirolerische Dörfer, ohne es zu sprechen. Und da kommt mir in den Sinn auch die Formulierung eines Sprachwissenschaftlers oder Psychologen von der Fluid Identity, also fließende Identität. Da wird es wahrscheinlich in Zukunft auch Kärntner Slowenen geben, die die Sprache nicht sprechen werden, aber genau wissen werden, aha, beim Kärntner Lied bin ich nicht nur traurig, sondern ich fühle mich als Kärntner Slowene. Die schönsten slowenischen Lieder sind traurige Lieder und Liebeslieder natürlich, ja. Und da fühlen sich sehr viele Kärntner sehr wohl. Aber der Kern muss immer bei den Muttersprachlern bleiben, der Kern der Volksgruppe, ja. Und da gibt es ein neues Phänomen auch. Wie heißt die Familie in St. Primos? Mistelbauer. Ein Oberösterreicher, ein Mistelbauer, hat geheiratet im Jauntal, ja. Der kann nicht nur fließend und perfekt Slowenisch, sondern auch fließend und perfekt den slowenischen Dialekt. Und den gibt er natürlich mit seiner Frau, den Kindern weiter. Er ist im Kirchenchor, er ist im Kulturverein tätig in St. Primus. Ja. Und interessant ist manchmal bei solchen Familien, die einen deutschen Vater haben oder eine deutsche Mutter, dass die besonders, ein altmodisches Wort, ja, volksbewusst sind. Ja. Und besonders die Kultur pflegen, weil sie bewusst nach Kärnten geheiratet haben. Ja. Obwohl Oberösterreich sehr schön ist, auch mein Trauzeuge ist es. Ja. Aber und die bereichern unsere Volksgruppe fantastisch. Und es sind aber keine Einzelfälle mehr, es sind immer mehr natürlich, weil die Volksgruppe halt in Wien lebt, in Graz und überall und auch in Kärnten. Und das ist ein neues Phänomen. Leider gibt es aber gleichzeitig immer weniger Muttersprachler. Ja. Dankeschön. Karl, du wolltest auch noch was sagen?
Du hast ja eingangs erwähnt, dass du in Bozen bei der Filmpräsentation dass die Südtiroler nicht gewusst haben, wie Schnapsbrenner funktioniert. Aber das, was, glaube ich, die Südtiroler sehr, sehr, sehr wohl gut können und beherrschen, ist das, wie sie mit Minderheitensprachen umgehen. Und dort natürlich das Deutsche ganz einen anderen Status hat, wie bei uns das Slowenische, und auch das Ladinische in den Dolomitentälern einen anderen Status hat, wie bei uns die Volksgruppensprachen. Also ich glaube, man könnte sich von anderen Regionen vieles abschauen. Und wenn wir heute feststellen, dass es in Kärnten deutlich besser geworden ist, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, und das stimmt auch aus meiner Sicht 100%ig, da müssen wir aber auch feststellen, dass einfach diese Zahl der Slowenisch Sprechenden trotzdem zurückgeht. Das heißt, diese Gruppe wird weiter marginalisiert. Und wenn dieser Prozess so weitergeht, dann ist natürlich da irgendwann mal ein Ende absehbar, und deswegen muss man natürlich da sehr bewusst und gezielt dagegen steuern. Und ich denke, es wäre schon an der Zeit, wirklich da jetzt einfach entschiedenere Schritte zu setzen. Ich weiß, dass sich viele bemühen, dass immer wieder was passiert, aber das ist letztlich zu langsam. Und wenn jetzt Trauke Inskop früher Irland angesprochen hat mit Irish oder Schottland mit Gälisch, wo es wirklich so Language Planning Modelle gibt, wo man ganz gezielt dann mit den Kindern, mit den Kleinstkindern wiederum angefangen hat, in der Muttersprache bzw. in der Sprache zum Teil der Großeltern zu reden, wo dazwischen eine Generation fehlt. Dort sind Revitalisierungen von Volksgruppen und Minderheitensprachen geglückt. Und das auch deshalb, weil die Region das als Benefit gesehen hat. Das heißt, Schottland oder Irland definieren sich zum Teil über diese keltische Identität, und die ist natürlich mit dieser Minderheitensprache verknüpft, und genauso selbstverständlich müsste das in Kärnten sein, dass auch das Land Kärnten die slowenische Sprache, die lokalen Dialekte als Teil der eigenen Identität und der eigenen Stärke wahrnimmt und deswegen fördert. Danke. Ich glaube, die fehlende Generation, die die Sprache weitergibt, das ist auch dein Thema, gell? Grüß Gott, mein Name ist Franz Insko, ich bin der Cousin von Strauko Insko und erzähle Ihnen jetzt 2 Seiten. Mit 6 Jahren sind wir von Feistel zum Rosental bis zu Zaborojo nach Klagenfurt gezogen. Die Nachbarn waren volle Nazis. Wenn meine Eltern Slowenisch im Garten gesprochen haben, haben sie hergeschimpft, red's Deutsch. Meine Eltern haben versucht, mir Slowenisch beizubringen. Ich habe mich geweigert. Ich bin ein typischer Sprechverweigerer. Mein Vater war mit 17 bei den Partisanen, meine Mutter war im Widerstand, aber ich habe mich geschämt, in der Öffentlichkeit Slowenisch zu reden. Und dabei habe ich wirklich nicht viel erlebt. Unser Haus haben sie einmal mit faule Eier beschmissen. In der Schule hat mir ein Mitschüler ins Geschichtebuch «Du Slowene» eingesagt, und dann sagt er: Franzi, sag morgen Mama, das slowenische Gymnasium in die Luft sprengen, sag das deinem Papa. Haben wir gedacht, okay, du Depp, deine Eltern sind sicher auch rechts. Also ich habe das da recht locker nehmen können, und trotzdem habe ich erst mit 53 Slowenisch lernen angefangen. Und jetzt kommen wir zur Identität. Was bin ich? Wenn ich slowenische Lieder höre, wäre ich traurig. Ich habe aber nie mitsingen wollen. Ich fühle mich als assimilierter Kärntner Slowene. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, einen Verein zu gründen, der assimilierten Kärntner Sloweninnen und Slowenen, damit sie ihre Geschichte besser verstehen, damit sie eventuell transgenerationale Traumatisierungen erkennen und ich bin Psychotherapeut, vielleicht Strategien lernen, sie zu verarbeiten, und damit aber mit diesem Bekenntnis auch zur slowenischen Sprache auch die Volksgruppe gestärkt wird. Ob ich danach in 10 Jahren von meiner gefühlten Identität sagen werde, ich bin jetzt auch im Inneren, im Herzen Kärntner Slowene, weiß ich nicht. Aber es ist völlig wurscht. Hauptsache ich lerne Slowenisch. Danke. Hvala. Wir sammeln jetzt Wortmeldungen. Jetzt kommen doch einige. Ja, ich darf, nachdem Sie, Frau Scheuringer, heute hier sind und auch unsere Bildungsdirektorin, die Frau Benz, einen ganz großen Wunsch an Sie beide richten und auch an die Politik, liebe Anna, und schickt das bitte dem Herrn Peter Kaiser auch noch mit. Ich spreche hier so eine Vision aus, nämlich wir haben jetzt so viele Jugendliche hier und die haben alle sich mehr oder weniger lange mit dem Thema beschäftigt und heute natürlich auch präsentiert und werden noch präsentieren. Und mein Wunsch wäre es jetzt, dass die ganzen Jugendlichen einmal Zeit hätten, das wäre mein Blick an Erinnerungskultur, einander zu begegnen. Jetzt sitzen sie da in den Reihen, es wäre natürlich jetzt wunderschön, wenn ihr alle einmal 2 Tage lang gemeinsam euch begegnen könntet, sprechen könntet, wie es euch geht.
weil es gibt nämlich ganz eine schöne Geschichte. Das wäre vielleicht dann echt das, was ein Hintergrund für mich Erinnerungskultur wäre, dass alle Österreicherinnen und Österreicher im Laufe ihrer Ausbildung einmal vielleicht das slowenische Gymnasium besuchen oder von uns besucht werden und irgendwie in Kontakt treten mit den burgenländischen Kroaten und so weiter, um das wirklich konkret kennenzulernen. Mit dem Karlich-Renn habe ich nämlich 91 maturiert gleichzeitig und es gab da in den 80er Jahren auch die Begegnung und die Offenheit scheinbar seitens Österreichs so ein bisschen in Kontakt zu treten. Und eine Schule aus Haus im Enstal war damals bei uns zu Besuch in der 5. Klasse und ich habe seither eine Brieffreundin, die ich bis jetzt erst 3-mal gesehen habe, aber wir schreiben uns seit 36 Jahren ununterbrochen und bei ihrem 50er heuer im September, da habe ich die ganze Familie und Verwandtschaft kennengelernt und alle wissen, es gibt eine Monika, die ist Kärntner Slowenin und die kennt die Marion und das nenne ich Erinnerungskultur. Weil einfach ihre ganze Schwachta, so würden wir zu Hause sagen, mich kennt und imaginär auch das slowenische Gymnasium. Und das wäre mein Wunsch. Bitte schauen wir, dass wir Projekte auf die Füße stellen, dass die Jugend konkret Kontakt hat. Und dann werden sie Freunde und dann gibt es Frieden und mir und alles das, was wir uns wünschen. So, vielen Dank. Danke für die konkreten Vorschläge. Danke für die konkreten Vorschläge, die natürlich jetzt an die Politik gerichtet weitergegeben werden. Wir werden auch uns bemühen. Das letzte Wort hat die Regisseurin und zwar vielleicht ein bisschen Eigenwerbung. Wo werden die Filme und wann das nächste Mal gezeigt? Ja, ganz konkret in einer Woche im Kulturhof Villach um 20 Uhr. Es gibt danach auch noch eine Diskussion, wo es auch um Erinnerungskultur und transgenerationale Weitergabe von Traumata oder 100 anderen Dingen, die man so weitergibt über Generationen. Das heißt, laden Sie gern Menschen noch ein, die den Film vielleicht auch gern sehen wollen. Wir freuen uns sehr. Ich werde danach auch die Moderation übernehmen von dem Podiumsgespräch und Fragen aus dem Publikum sind natürlich wie immer willkommen. Genau. Vielen Dank. Wir Danke. gehen im Programm weiter.